Ja, wir sind hier am Flughafen in Zürich, sehr, sehr international, weil heute geht es um ein Schweizer Psalm. Jetzt denkst du, ja gut, ich komme nicht aus der Schweiz, ich komme vielleicht aus Österreich, Deutschland, aus einem anderen Land, aber spielt gar keine Rolle. Darum sind wir bewusst auf dem Flughafen, sondern zu sagen, wir nehmen das Schweizer Psalm als einen Aufhänger, dass wir heute für die Nationen beten, wo wir drin wohnen und leben in dem Sinne. Und der Schweizer Psalm ist eigentlich ein Worship-Psalm, besteht aus 4 Teilen. Erstens, man sagt Gott am Morgen Danke, oder? Ja, ich finde einfach Oder Danke, wann man sagt ihm danke. Danke, wollte ich sagen. Am Abend sagt man sagt nein, man sagt Ich am ich Morgen ich nein, nein, ich man sage sagt ich sage am so. Morgen lobt man Gott ihn und am Abend sagt man ihm Danke und dann bringt man Gott, die Ungewissheiten und dann beginnt man zu beten für das, was nicht gut läuft. Das sind so die vier Punkte von diesem Gebet. Ja, und was eben spannend ist, und das wollte ich vorhin sagen, was mich so beeindruckt an diesem Schweizer Psalm ist, diese 4 verschiedenen Situationen, was unser Leben widerspiegelt. Und jedes Mal steht ein anderer Name und eine andere Beschreibung von Gott darin. Und genau das wollen wir über unser Leben, über unsere Nation, über unsere Familien und auch über unsere Regierung aussprechen. Also das Erste, wir beginnen mit einem Loben Gott am Morgen, der Schweizer Psalm. Und da muss man mal gut zuhören, das ist wirklich krass, das ist ein Worship-Song. Trittst am Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du hocherhabener Herrlicher. Das musst du dir mal vorstellen, das ist Ja. ein Worship. Und Also jetzt stell dir vor, die Berge und da kommt dieser Gott und er tritt ins Spiel, er tritt in die Szene und er wird hocherhabener und herrlicher genannt. Und was ich auch sehr berührend finde, genau dann, wenn die Berge anfangen, von der Sonne beschienen zu werden, also es heißt auch weiter, wenn der Alpenfirn sich rötet, betet freie Schweizer, betet. Und das kannst du auf deine Nation, von wo auch immer du zuschaust, anwenden, weil das ist ein Aufruf, es ist nicht selbstverständlich. Wir leben aus dieser Abhängigkeit von Gott. genau, was wir jetzt machen werden, werden aus dem Mose so ein paar Wahrheiten Gottes aussprechen über dich und du kannst einfach deine Augen zumachen, das einfach genießen, weil es sind krasse Aussagen von diesem Gott im Himmel. Ja, Gott ist mächtig und erhaben. Gott ist mein Herr und meine Rettung und meine Kraft. Er ist ein mächtiger Kämpfer. Sein Name ist Herr. Mächtig und erhaben bist du. Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Der Herr ist König für immer und ewig. Also nächstes sind Lobstatement. Jetzt danke dir einfach, wo du bist. Sag ihm, lob ihn für das, was Gott ist. Lob ihn alleine, dass es dich gibt, dass du geschaffen wurdest im Leibe deiner Mutter. Und nicht immer auf das, was wir nicht sind, was wir gerne hätte, wette, müsste, fette Kette, sondern auf das, was Gott in dich hineingelegt hat. Auch als eine Nation. Jede Nation hat Stärken, jede Nation hat gewaltigen Beitrag zu geben für diese Welt. Es gibt keine Nation, die hat gar nichts. Also einfach alleine diesen Lob, man sagt ja, Loben zieht nach oben, es bringt uns in die richtige Position. Ja, und Und das dann kommt, Lob geht schon voraus. Und diesen Stunden, die noch kommen, schicken wir das Lob von Gott aus, weil du, Gott, bist herrlich und du bist hoch erhaben über allem. und dann kommt das Danke, das Zweite, man sagt Gott Danke am Abend, der Tag ist vorbeigegangen, vorbeigezogen und man sagt Gott Danke, nicht nur Danke, wenn die Dinge gelungen sind, sondern generell Danke, dass ich diesen Tag erleben durfte. Manchmal haben wir so viele Probleme, wo ich denke, ja, wie soll ich Gott Danke sagen? Du kannst Danke sagen, dass du überhaupt in einer Situation bist, wo du etwas kreierst, wo du was bewegst. Und das heißt auch hier in dieser Schweizer Psalm, kommst im Abendglühen daher, finde ich dich im Sternenheer. Dich, du menschenfreundlicher Liebender, du menschenfreundlicher Liebender. Jetzt lade ich dich ein, einfach Gott Danke zu sagen, wo auch jetzt immer du zuhörst, weil Dank ist die größte Waffe gegen den Feind. Dank ist die größte Waffe gegen Stress, gegen Sorgen, gegen auch das Gefühl, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig, ich hätte doch dies und jenes. Danken ist etwas, was alles, was links und rechts gegen uns ist, wie wegschüttelt. Mhm. Und darum Und lade ich dich jetzt einfach ein, ihm Danke zu sagen. ja, danke. Danke auch für einen Tag, wo ich zurückblicke und trotzdem Danke sagen. Auch wenn nicht alles gut gelaufen ist, warst du da. Und auch wenn nicht alles so ging, wie ich es mir vorgestellt habe, sage ich Danke. Du bist ein menschenfreundlicher, du bist ein liebender Gott.
Und das Dritte, wo wir Schweizer singen und beten, ist, wir suchen Gott in der Ungewissheit. Das heißt, jede Nation, wo jetzt auch immer du in dieser Nation drin bist, in dem Sinne, das ist ein Setting, ich sage, eine Nation ist eigentlich wie eine Familie, dass wir einfach Gott jetzt auch kommen und sagen, es gibt viele Dinge, die sind ungewiss, vielleicht auch die politische Lage, vielleicht die wirtschaftliche Lage, auch mit ganz verschiedenen moralischen Dingen, wo du denkst, das sehe ich total anders, das kann nicht sein, wir sind so weit weggedriftet von Gott. Und das heißt in der dritten Strophe, ziehst im Nebelflor daher, suche ich dich im Wolkenmeer. Dich, du unergründlicher, ewiger. Jetzt lade ich dich ein, für deine Nation einfach ganz kurz zu sagen, Vater im Himmel, da gibt es Themen und Dinge, die machen mir Mühe, da habe ich Angst, das bedrückt mich, ich bekomme Sorgen. Ich habe gelesen, dass Generation Z, die junge Generation, spart Finanzen. Und das ist eigentlich, sagt man, wow, das haben wir noch nicht gemacht, sondern sie sparen aus der Angst, dass es nicht mehr genügt in der Zukunft. Und eigentlich ist es ein Angstsparen. Und du, jetzt bring einfach diese Themen, Ja. wo du mit Angst konfrontiert bist, ein Unbehagen, vielleicht auch nicht mehr ein Gefühl der Sicherheit, weil wir haben einen Gott, der noch immer das erste und das letzte Wort hat. Und du merkst auch, wenn wir beginnen zu beten, wir Christen, wir haben eine Autorität, wir haben eine Macht. Wenn wir was sagen, wenn wir uns einig sind, was wir darum bitten, können wir Gott fragen, was wir wollen. Und Gott wird das in dem Sinne auch erhören. Und wir sprechen aus über den Situationen, die unklar sind, die vernebelt sind in unserer Nation, in unseren Familien, dass du der Ewige bist und dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Das sagt ja unergründlich. Und das vierte, wir bitten Gott in der Not. Jetzt möchten wir beten für die Nöte der Nationen. Das heißt in diesem Lied vom Schweizer Psalm, Vers im wilden Sturm daher, bist du selbst unser Hort und Wehr. Du allmächtiger, waltender, rettender. Check das out. Du allmächtiger, waltender und rettender. Also du merkst in diesem Ja, Schweizer dann Dings, lies das auch noch. im Gewitter, Nacht und Grauen, lasst uns kindlich im Vertrauen. Also du merkst, das ist wirklich pure Worship. Und jetzt beten wir für die Regierung. Die Bibel sagt, wir sollen für die Regierung, die von Gott eingesetzt ist, auch für die Politik, auch für Leadership, für deine Familie, für deine Kirche, für die Pastoren, für deine Pastorin. Vater, wir beten jetzt, dass sie nach deinem Willen Entscheidungen treffen werden. Wir beten, dass der Geist der Zerstörung, der Geist der Unmoral, der Geist, der nicht an dich mehr glaubt, der hat nicht eine Kraft, da Entscheidungen zu treffen. Wir beten für das Wohlergehen der Nation. Wir bitten auch für das Gelingen wirtschaftlich. Ja. Wir bitten dich auch für moralische, gute Entscheidungen, die wir treffen, dass Familien noch immer das Fundament einer Nation ist. Und es ist immer, wenn man das wegnimmt, dann ist eine Nation seelenlos, man sagt fundamentlos. Und wir beten jetzt einfach nochmals über deine Gunst, über diese Ja. komplexe Welt, die so vernetzt ist. Und doch leben wir lokal. Wir beten einfach, dass du unsere Sünden nicht anrechnest, dass du nochmals deinen Arm bewegst über diese Nationen, Vater im Himmel. Wir nochmals eine Nation sind, die auf den Knien gehen und dich als einen allmächtigen, allwissenden Gott anbeten und wieder in das Boot nehmen beim Entscheidungsmachen. Und dann, wenn Dinge geschehen sind, wie es regnet nicht und alle diese Dinge, haben wir nicht einmal gebetet, Gott bringt den Regen als in der Politik, sondern nur, wie kann man das Klima beschützen, wie kann man Klimadinge machen. Das ist eigentlich total fatal, dass wir nicht mal in so Situationen mehr nach Gott rufen, der wie im Alten Testament Regen schicken kann. Und ich möchte auch mit dem sagen, wir sind so weit weg von dem, dass wir Demut hätten zu sagen, es gibt Dinge, die wir nicht lösen können, auch nicht mit einer Klimaanlage, by the way, auch nicht mit CO2, da kannst du machen, was du willst. Am Ende vom Gottteig hat Gold alles zusammen. Und wir bekennen, dass du wie heißt es? Der allmächtig Waltende bist und du bist der rettende Gott über unsere Regierung, über unsere Nationen. Das bist du. Ja. Ich lade dich ein, heute mal für deine Pastoren, Pastorinnen zu beten. Vielleicht machst du es jeden Tag. Wenn du das nicht machst, dann möchte ich dich einladen, weil die Gemeinschaft, wo du hingehst, ist schon cool, wenn du betest, weil man kann jammern, man kann motzen, das kann ich auch, das kann jede Person, das braucht nicht viel Talent dafür. Aber beten, das zeigt eben aus, dass du auf den Knien ringst, einfach für Einheit, für Kraft, für auch Wunder. Und danke, warst du heute dabei.